Der Samuel hat jetzt also im Tempel gelebt. Er hat viel gelernt und hat immer wieder Gott gesucht. Er hat sein Bestes gegeben, um Gott mit seinem Leben zu dienen. So hat schon seine Mama Gott versprochen. Gott hat etwas Besonderes vor mit dem Samuel und das hat er ihm ganz persönlich sagen. Das ist so gegangen. Der Samuel ist schon im Bett gelegen und er wollte einschlafen. Aber es ist einfach nicht gegangen. Er hat sich hin und her gedreht im Bett und war immer noch wach. Da hat er eine Stimme gehört, die hat gerufen: Samuel! Oh yeah, das ist mein Name. Es ist auch gleich noch nicht Zeit, um ins Bett zu gehen. Der Eli hat mir sicher gerufen. Was will er? Der Samuel ist sofort aus dem Bett gesprungen und ist zum Eli gegangen, der im Raum nebendran war. Eli, du hast mir gerufen. Was willst du? Was? Ich? Nein, ich habe dir nicht gerufen. Gang nur wieder zurück ins Bett. Das war jetzt schon ein bisschen komisch. Der Samuel hat doch deutlich seinen Namen gehört. Er ist wieder zurück ins Bett gegangen und war ein bisschen traurig, dass er doch nicht länger aufbleiben durfte. Aber kaum war er im Bett, hat er die Stimme wieder gehört und hat gerufen: Samuel! Ah, jetzt braucht mich der Eli aber doch. Ich gehe noch mal schauen. Eli, jetzt hast du mir ja gleich gerufen. Was ist los? Samuel, jetzt bist du schon wieder da. Nein, ich habe dir nicht gerufen. Gang wieder zurück ins Bett. Es ist dem Samuel schon langsam ein bisschen komisch vorgekommen. Jetzt hat er schon 2-mal seinen Namen gehört. Aber der Eli behauptet, er hat ihn nicht gerufen und hat ihn immer wieder ins Bett zurückgeschickt. Wirklich komisch. Henno hat er gedacht, ich probiere wieder zu schlafen. Gerade als er sich schön eingekuschelt hatte und die Augen zugetan, hat er die Stimme ein 3. Mal gehört, die ihm gerufen hat: Samuel! Und wieder ist der Samuel zum Eli. Eli, es ist einfach komisch. Ich habe wirklich schon wieder eine Stimme gehört. Hast du mir denn nicht gerufen? Jetzt ist dem Eli klar geworden, was da passiert. Samuel, ich weiss jetzt, wer da mit dir reden kann. Das ist auch ein Gott. Gott? Ja klar, ich bin mir ziemlich sicher. Los mal, gang noch mal in dein Bett und das nächste Mal, wenn dir jemand ruft, dann kommst du nicht zu mir, sondern sagst: Ja Gott, ich höre dir zu. Also, abgemacht. Gute Nacht, Eli. Gute Nacht, Samuel. Wo der Samuel wieder in seinem Bett gelegen ist, hört er die Stimme zum 4. Mal, wo ihn ruft: Samuel! Und jetzt ist der Samuel im Bett aufgehockt und hat gesagt: Red Gott, ich höre dir zu. Und ich will das machen, was du mir sagst. Und tatsächlich, die Stimme ist von Gott gekommen. Er hat mit dem Samuel geredet. Er hat ihm erzählt, was in Zukunft auf dieser Welt wird passieren. Von dann an hat Samuel Gott als Prophet dienen. Ein Prophet war ein Mensch, der Gott sehr gut gehört hat, so dass er am Volk mitteilen konnte, was Gott von ihnen will.